Grüezi miteinander. Herzlich willkommen. Können wir, gell, ASM, ich kann es gar nicht mal sagen, ASMR. Ah ja, Hallo, ich kann nicht einmal so reden, es tut mir richtig weh im aber Hals. du hättest voll die Stimme für das. Nein, überhaupt nicht, ich kann nicht, weil ich muss dann ganz leise Auch reden. nicht. Tu mal ganz tief reden, Jenny. Ganz tief. Das ist ganz tief. Ja. Ganz. Es ist genau gleich wie sonst, einfach leisliger. Hallo? Nein, du musst ganz tief reden. Ich weiß nicht, ich kann nicht. Näher am Mikrofon. Nein, das tut einfach Psycho. Ich tue wie ein Massenmörder. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir haben uns ja auch schon über das unterhalten, dass ich manchmal eine Gagstimme habe. Aber so, ehrlich. Oh nein, sie hat sich schon wieder nicht unter Kontrolle. Wir sind erst eine Minute. Es ist nicht einmal eine Minute. Okay, ich probiere jetzt die Erwachsenenziehen in dieser Beziehung. Herzlich willkommen zu Halbschlau voll Herz. Ich bin Steffi mit der tiefen Stimme. Und Jenny hat jetzt gerade, ich glaube, jetzt gerade einen Hirnschlag. Geht's da nicht? Es ist schon ein bisschen spät. Ich gebe es zu. Ich bin einfach immer noch traurig. Nicht so kommen. Es ist, weißt du was, du kannst das üben. Ich glaube voll fest an dich. Du kannst das, wenn du willst. Es ist wirklich so, nicht brüllen, nicht brüllen. Es ist wirklich, ich glaube, du schaffst das, wenn du erwachsen bist. Nein. Es ist einfach, Ich gell, kann ich bin einfach älter kein und sexy weiser. Raspelvoice. Es funktioniert nicht. Ausser ich bin heiser oder ich habe ganz viel getrunken. Es ist, also gut, beides habe ich jetzt noch nie gesehen an dir. Aber das habe ich im Fall zu meinen Radiozeiten immer total lässig gefunden. Wenn ich verkältet war, bin ich extrem gerne arbeiten. Weil dann, weißt du, so heiser moderieren. Und Das ich ist habe es super, total ja. cool gefunden. Und hey, im Fall, die haben die ganze Zeit Leute angerufen und ins Studio geschrieben, ich soll heim, ich sei krank. Das habe ich natürlich nicht geschnallt. Das habe ich jetzt auch, wenn ich jemanden höre, der so mega heiser ist. Das ist so total unangenehm. Du findest so, geh ins Bett, du bist krank. Und ich Ja, habe aber es es immer mega ist cool gefunden. sexy. Es ist schon sexy. Aber eben, also ich will Ja. nie eine tiefe Stimme haben, über das haben wir schon mal geredet, aber du Ja, ich wirkst es anscheinend sehr. auch nicht. Von dem her, hey, welcome to the club. Okay, also ASMR, Das ist kein es ist Problem. halbschlau voll Ja, aber Herz. ASMR ist ja vor allem einfach, es ist nicht unbedingt nur eine tiefe Stimme. Es sind ja einfach, Nein, das ist das. weißt du, die blöden Bescheuerte, Videos, wo sie irgendetwas anheben und dann so machen. so dumm. Im Fall wirklich, und ich weiss, ich sollte das Wort nicht benutzen, ich habe einen Krach bekommen mit einer Freundin, aber es triggert mich wirklich. Ich weiss, Triggern wird missbraucht, aber so ASMR-Scheiß triggert mich wirklich. Ich finde es so blöd. Und eben gerade in der Make-up-Welt, wo ich mich Wir dürfen befinde, Trigger schon brauchen. nein, es ist, ja, Also vielleicht nicht inflationär, okay, aber es ist nicht alles. es macht einen einfach schon gätzig. Es ist, oh, das ist jetzt schön. Also Gell? wir lassen uns nicht mehr triggern, sondern wir werden einfach ein bisschen jätzig. Gätzig. Finde ich gut. Okay. Wenn der Also eine das können wir so, sie hauen. das können wir gerne so stehen lassen. Und ich möchte schnell betonen, Also dass, ich möchte mal sagen, Disclaimers, wir sind wirklich nicht für Gewalt. wir sind nicht für Gewalt. Ich kann sagen, wir sind wirklich nicht betrunken. Aber es ist wie das Gleiche jetzt in diesem Zusammenhang. Ich habe Miss Stephanie. hey, ich habe ein Tonic Water gerührt vorher, ich weiß nicht. Aber anyway, also, es ist wieder, wir haben gesagt, wir haben uns ein Ziel gesetzt, 30 Minuten. Das ist so quasi der Check-in und der Check-up, den Jenny und ich jede Woche miteinander machen. Also wir haben uns jetzt wirklich, oh mein Gott, das ist wie so ein bisschen ein Lockdown-Podcast, wie wir uns nie live sehen, aber wir haben es gerade abgemacht, dass wir es live sehen. Und wir haben natürlich auch heute wieder, haben wir mindestens eine halbe Stunde füllende, lustige Ohrensnacks für euch parat Hey, gemacht. wir hauen ein Ohren-Snaggy nach dem Das anderen. ist wirklich, also du wirst Ja, nachher so. ausgesnackt sein, sozusagen. Und ich würde sagen, wir starten gerade mal mit unserer ersten Lieblingsrubrik Shit I didn't buy this week. Die Rubrik. Was hast du nicht gekauft? Was hast du nicht gekrömelt? Okay, also ich finde, der ist so, ich gebe zu, es ist ein bisschen eine schwache Leistung von mir, weil so richtig ernst gemeint habe ich es nicht damit, aber ich habe es angeschaut. Okay, ich muss schnell ein bisschen ausholen. Ja. Der Globus hat Skims von der Kim Kardashian und dem anderen, haben sie ja quasi in die Schweiz geholt. Und es ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich sagen dass ich dort arbeite noch, aber ich habe es einfach ein bisschen schwach gefunden. Sorry, ich oute mich jetzt einfach. Ich habe es schwach gefunden, dass der Globus zwar Skims ins Sortiment genommen hat, aber Skims ist ja berühmterweise, haben es einfach von Größe XS bis 4XL, sind sehr inklusiv. Lustigerweise haben wir hier in der Schweiz einfach bis Größe XL. Hat mich ein bisschen hässlich gemacht, aus persönlichen Gründen. Aber ich will dann einmal online nachschauen, weil ich meine, dass die Auswahl, die wir hier in der Schweiz haben, ist sehr, sehr klein. Und ich meine, es ist nach wie vor der Online-Store, hat eine riesige Selection. Und ich bin schauen, aus Interesse, auch wegen dem blöden Mankini, den sie rausgegeben hat. Ja, was ich sagen? Ich meine, also, Ja, nein. Nein,
Also ich weiss, falls ihr euch jetzt die fragen, was die Diskussion ist, ich will gar nicht darauf eingehen, weil alle haben darüber geredet, über den dummen Tanga-Slip, der irgendwie so wie ein Und ich glaube, es ist Kunstfähnchen vielleicht dran einfach hat. sinnvoll, wenn du Sexszenen vor der Kamera drehst und sonst brauchst du ihn einfach Du nicht. brauchst es wirklich, wirklich nicht. Aber was ich gesehen habe bei Skims in der Holiday Collection, ich bin einfach schauen aus Interesse. Und ich habe es mega cute gefunden, weil sie haben dann, ich muss schnell schauen, wie er richtig heisst. Aha, das ist gar nicht so spannend. Sie haben einen Panty-Adventskalender mit 24 Paar Unterpüpf. Und da hat es also wirklich von Tangas über Boyshorts und irgendwie so Bikini und so, hat es einfach 24 lässige Paar Unterhosen für, okay, 680 Franken. Aber ist gleich, du hast 24 Paar Unterhosen, die Kim Kardashian gemacht hat. Nein, und ich weiss, sie macht ja Ja, also nichts, aber müssen wir ihr kein Geld mehr geben. es ist wirklich so. Aber ich hab die Idee cute gefunden und eben, es geht bis die ins ist schon 4XL. So, weißt, also ich finde irgendwie so, Ja. so alles, was mit so Slips zu tun hat, finde ich ja so nur begrenzt lustig. Aber ich finde jetzt, das ist jetzt zum Beispiel so ein Adventskalender, wo ich jetzt irgendwie, weißt, das ist praktisch, deine Aber ich untere Schublade ist finde ich jetzt zum Beispiel etwas für Slogi. Hallo, falls die Marketingverantwortung Produktmanager von Slogi hören. Ein Slogi-Adventskalender. Dude, wir sind Schweizerinnen. Hallo, Galida. Ja, schon, aber der kostet dann 7.777 Franken. Ja, das stimmt. Aber eben, also ich meine, Für alle ich sehe, beide. also Jenny und ich haben beide schon im Marketing gearbeitet, oder glaub's immer noch. Und also man kann uns auch anstellen. Wir sind eine Ideenfabrik. Wir geben euch im Fall ab. Hey, wir sind sowas von die härtesten Creative Directors, die du dir irgendwie kannst vorstellen kannst. So, Wir werden vor allem sehr gut. Du bist eher Text und ich bin eher Bild und Es ist wirklich Design. Oh mein Gott, Wir kreativ. können einen Jobshare machen. Hey, 2026 ist das Jahr von der Halbschlau Vollherz Ja. The Agency. Ja, das Problem ist einfach, die meisten Firmen sind einfach zu boring. Das würde funktionieren. Es ist wirklich so. Also ich habe I'm keine... looking at you, Galida. Ja, es ist wirklich Galida. Weißt du, wirklich, wieder erstmal Galida. Wieso machen wir das? Wir machen eine Werbung für die. Also, Dudes... Boring ass clothes, I'm sorry. Galida und der Pfiffer sind im Fall, also sie sind einfach langweilig, aber die heben Das dem ist so Fall... fucking langweilig. Sie sind so langweilig, aber sie heben im Fall wirklich. Also wenn du einfach so in etwas Ja, das ist mega fair, aber Basic irgendwo willst, durch... ich Nein. weiss. Und eben auch ihre Pyjama. Ich meine, sogar meine Also machen sie überhaupt alle 8-jährige... Grösse? Ja, also nein, ja, also es geht fast in die Richtung, aber im Fall, sorry, die Pyjama findet meine 80-jährige Mutter, findet sie so, also ist jetzt ein bisschen mammelig. Also weißt du, wirklich, einfach, nein. Es ist wirklich, die sind so... Sorry, ich bin ganz zu dem, sind Männer und Pyjama kaufen. Okay, also jetzt haben wir, weißt du, souverän einfach jetzt irgendwie gerade mal Galida, also ich glaube, unser Deal, unser Product Deal wird wahrscheinlich durchgehen, oder wir tun für sie eine Kollektion entwerfen. Jetzt artet es völlig aus. Ich habe den Strings Unterhosen Adventskalender nicht gekauft diese Woche. Was? Good choice. Ja, was hast du nicht gekauft? Ja, also einerseits sind sie schon vergriffen, andererseits ist es auch einfach wirklich eine halbschlaue Idee, so nudefarbene Ballerinas im Schweizer November zu kaufen, weil du kannst sie eh nicht anlegen. Also vielleicht das Weihnachtsessen? Nein, ja, sie sind MM6 Maison Margiela Ballerinas. Aber nicht die mit dem Zehen. Nein, es sind eben nicht Tubbies. Okay, Mit danke. Tubbies. Ich bin einfach not cool enough for Tubbies. Aber Ja. die sind eben nicht Ich Tubbies. so, ja, sorry. Like, fuck you. Ja, wirklich, sorry. Es ist mir so rausgerutscht. Aber Sure, ich finde, sure. ich kann Leute niemand, versprechen. Wunderbar. der cool ist. wo cool ist. Wunderbar. I feel very loved. Nein, geht's noch? Also was haben wir? MMS-Ballerina. Weißt du, ich bin eben da. MM6 Maison Margiela Ballet Shoes. Okay. Und sie sind, ich finde sie eben mega pretty. Und das Coole ist, sie sind auch eher so, eben, sie sehen bequem aus, innen so ein bisschen breiter, aber ohne die Tabby-Zechen. Die sind wirklich noch cute. Ich glaube, es wäre perfekte Frühling-Schuhe. Nur, eben, jetzt so helle Ballerinas kaufen ist wirklich einfach halb schlau. Not the good kind, halb schlau. Und natürlich auch der stolze Preis von 500 €. Okay. Für Ballerinas. Too broke for this shit. Again, das ist immer unsere Subkategorie. Aber ich muss sagen, vielleicht sind sie irgendwann einmal, also ich habe ja eh mal gesagt, Designer-Scheiß kaufe ich noch Secondhand. Vielleicht sind sie ja mal irgendwie Secondhand. Und Das dann, wäre they're very pretty.
Ja, sie sind wirklich herzig, gebe ich zu. Und tragbar und nicht so ein Schuh, wo du einfach irgendwie findest, ich muss nachher barfuß heimlaufen, weil mir die Füße so wehtun. Ja, Finde ich da bin ich auch da bin ich too broke for this shit, too old for this shit. too old for this shit, machen wir nicht mehr. Es ist wirklich, da haben wir irgendwie auch das nächste Kapitel, okay, nein, ich muss mir das jetzt gerade merken, weil wir haben ja Ask Your Fat Best Friend. Ich erinnere mich daran, ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt. Aber zuerst würde ich sagen, steigen wir in, was haben wir gesagt? Das musst du gehört haben. Das musst du gehört Ja, haben. einmal die Asshole. Einmal die also, siehst, es ist, ihr merkt, die Hei, es ist wirklich, wir machen jetzt den Podcast, seit ich was, das ist jetzt die 10., 11. Folge und weißt, es wäre nicht so schwierig. Wir haben 4 Rubriken. Es ist jede Woche eigentlich das Gleiche. Und jede Woche habe ich ein Buff und finde irgendwie so, wer bin ich? Wo bin ich? Also anyway, also was... Ja, was bin ich für Halbschlau, Vollherz. Ja, es ist, well. wirklich, ich glaube, das ist relativ klar. Aber ich würde sagen, ich finde, so das Herzstück von unserem Podcast ist schon das Am I the Asshole? Finde ich schon. Ja, und ich habe jetzt auch wirklich was Schönes. Und ich glaube, es ist eins, wo so, it will ruffle some feathers. Vor allem, wenn man Ageism, sorry, vielleicht auch ältere Zuhörerinnen haben. Okay. Also ist das jetzt ein Disclaimer? Darf ich es mit meiner Stimme machen? Wenn wir jetzt ältere Zuhörer haben, bitte nehmt es nicht persönlich. Weißt du, was sollst du machen? Du sollst am nächsten Knaben schiessen bei der Kilby-Bahn irgendwie der Speaker sein. Allen auf der Geist. Nein, das kann ich nicht. Weil die mit den, das sind die, die sagen, na Mädels, weißt du, so wirklich, das sind immer so deutsche. Neue Runde. Hey, das ist wirklich, sind so schmierige Typen, die einem anlangen. Das ist wirklich, das machen wir nicht. Das haben wir nicht. Nein. Aber ich kann gar nicht, da gehe ich, und jetzt gibt es so einen feministischen Dreh. Das ist ja eben genau so einen Snowflake Pink Bubble. Das wäre schon lässig, das ist mir so quasi, wenn ihr noch eine Runde und Frauen glauben an eure innere Stärke. Ihr seid gut, ihr seid perfekt. Positive Affirmation Kilby. Das wäre mega Marketing herzig. Inspectors. Ein Affirmation Kilby. Sorry, wir führen ja ein Buch von unseren besten Ideen. Affirmation Kilby. Schreibt da drauf. That's why you should hire us. Wir bringen wirklich die absolut beste Idee und da sogar einfach gratis. Das ist nicht so. Affirmation Kilby 26. Scheiße. Verstand, schau ich das auf ein Post-it. Das ist so nicht. Hey, komm, wir mieten einfach mal da irgendwie weißt du, die Halle dort, beim UFO-Park zu Oerlikon dort. Wir mieten einfach mal die Halle und dann tun wir so Strände rein. 26. Ja, was sagen wir dort? Wir fühlen die schon 3 Tage. Wir machen das Festival. Wir wissen noch nicht genau, was für eins. Ja. Affirmation Kilby. Also gut. Also, Am I the Asshole? Du hast eine tolle Geschichte für uns. Ja, ich finde, sie ist toll. Also, also schreiben, also fragen, I meine Asshole, ist die Mutter. Sie fragt und sie erzählt, meine Tochter hat ein Kind bekommen und hat ganz klar gesagt, dass sie nach der Geburt für irgendwas sind sie, glaube 12 Wochen keinen Besucher möchte haben. Weil sie die Zeit geniessen, das dritte und sowieso und überhaupt. Und sie hat gefunden, ja, sie respektiere das. Und dann sagen die 3 Wochen, oder die 3 Monate rum gewesen. Und dann hat die Tochter sich bei ihr gemeldet und hat gefragt, ob sie mal käme, so zum Babysitten und zum Schauen und so. Weil, ja, sie wären irgendwie doch mal froh, wenn die Mutter käme. Und die Mutter, oder einfach so das Kind kennenlernen und Babysitten. Und die Mutter hat dann gesagt, nein. Weil, ihr habt mich ja die ersten 3 Monate nicht wollen, also jetzt auch nicht. Und dann hat die Tochter natürlich irgendwie gefunden, das geht ja irgendwie gar nicht und hat ihr alles wüst in den Kopf gerührt. Und die Mutter fragt jetzt, am I the asshole? Also, du merkst. Chef, schon mal, ich bin parat. Moment. Total ready. Also es ist lustig, wir hatten schon letzte Woche haben wir so Geschichten mit der Geburt. Es ist nicht so, dass Jenny und ich jetzt unsere relative Geburtstrauma in unsere jeweilige... Das müssen wir ein anderes Mal machen, Das machen wir ein anderes Mal. Unsere Geburt... Episode. Nein, aber also, es ist offensichtlich ein heißes Thema. Also allgemein in Am I the Asshole Foren hat es im Fall sehr, sehr viel mit Kind, also Babys und Kind zu tun. Schwiegermütter kommen auch erstaunlich viel vor. Und was mir aufgefallen ist, sorry, ich muss schnell ausholen, im BIDA bin ich das Arschloch, also im deutschen Pendant auf Reddit, geht es im Fall fast nur um Nachbarn. Und ich habe gefunden, that's very German. Maschendrahtzaun. Es geht im Fall viel, hat es im Fall. Irgendwie mein Nachbar macht das und ich so, interesting, habe ich noch spannend gefunden. Aha. Also, Klammer zu. Also,
die Eltern, die jungen Eltern haben gesagt, 3 Monate Ja, wenn wir irgendwie für so. uns keinen Ja. besuchen. Okay. Also ich weiss nicht, willst du zuerst deine Meinung sagen dazu, oder soll Ich habe ich? dir vorgelesen, du darfst sonst gerne einfach Okay, mal speak weil, your also mind freely. ich finde, also erstens einmal, eben, wie mir schon auch in der letzten Folge, wo sie mir um eine Mutter gegangen ist, also quasi die das Kind gerade geboren hat, die hat zu sagen. Und wenn sie sagt, ich möchte jetzt, dass ihr mir alle einfach einen Kopfstand machen und irgendwie ein Udo Jürgens Lied singen, macht es einfach, okay? Aber, also, und jetzt kommt's aber. Ich respektiere es total, your baby, your rules. Ich finde, 3 Monate sind noch recht lang. Also weißt auch vielleicht für Großeltern, wo wirklich sich wahnsinnig freuen, irgendwie weißt quasi ihr Enkelkind kennenzulernen. Mhm. Aber ich finde, irgendwie so, wenn die das so wollen, das respektierst du einfach, Punkt. Was ich nicht daraus komme bei der Formulierung, weißt du, wieso vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen nachlesen. Mhm. Es hat jetzt so tönt, dass sie finden, hey, jetzt sind wir ready, jetzt könnt ihr das Kind kennenlernen. Plus, wir brauchen noch einen Babysitter. Finde ich also recht assholy. Okay, Weißt du, mal schnell rein. Okay. okay, also schau es nochmal an, wie es Ja, also, formuliert ist. okay, sie schreibt, okay, ja, sie holt noch ein bisschen aus. Sie sagt, ja, eben, sie hat recht gestruggelt, auch mit so gesundheitlich und wahrscheinlich, ja, also sie Ja, schreibt so es nicht, aber es ein tönt noch so ein bisschen nach Postnatal. Und sie hat recht gestruggelt und sie merkt jetzt, sie bräuchte irgendwie Entlastung und Hilfe und irgendwie Support und... Okay, also ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wie sie es formuliert hat und wahrscheinlich ist die Das Großmutter ja steht so, das ist ja nur die okay. Sicht der Großmutter drin. Also die Großmutter, sagen wir es so, die ist ja eingeschnappt gewesen. Sie ist traurig gewesen und sie hat sich abgelehnt gefühlt, oder? Das muss Ja. jetzt einfach auf einer menschlichen Ebene, hat sie es natürlich, die ist wahrscheinlich einfach von ihrem ganzen Umfeld gelöchert worden und gesagt, wie geht's deinem Enkelkind? Und das ist einfach nicht lässig, wenn du die ganze Zeit musst sagen, weiss nicht, ich habe es noch nicht gesehen, die Fotos sind herzig. Kann ich jetzt noch verstehen, dass sie ein bisschen eingeschnappt ist. Aber jetzt, weißt, es ist nicht dein Baby und es sind nicht deine Regeln. Und was eben so ein bisschen Gefahr ist, und ich rede jetzt wirklich nicht aus eigener Erfahrung, jetzt mit meiner Mutter und mit meiner Schwiegermutter, aber die haben natürlich alle eine eigene Experience gehabt und empfinden einfach irgendwie so, hey, ich habe es so gemacht bei meinem Kind, also ist es sicher gescheit, wenn du das auch so machst. Weißt du, so akzeptiere doch meine Erfahrung. Und ich finde das mega dangerous, weil du weißt nie, wie du wirst als Mutter sein und du möchtest ja selber herausfinden, ohne dass dir die ganzen Leute Ratschläge um die Ohren irgendwie hauen. Darum finde ich jetzt, meine Meinung ist, es sind everyone's the asshole here. Ich finde, man hätte es können anders lösen oder vielleicht auch im Vorfeld vielleicht einfach so ein bisschen, I don't know, netter aufgleisen, dass jetzt die Großmutter nicht so eingeschnappt ist. Aber ich finde, it's a very boomer reaction, dass sie einfach irgendwie so, jetzt müsst ihr nicht mehr kommen. Nein. Finde ich natürlich Ja, eben, also das nicht ist, hilfreich. das ist halt so mein Hauptproblem, oder? Es ist, wenn du sagst, also wenn du als Mutter dann antwortest, also erstens mal, du siehst dann, deine Tochter struggelt und du findest, I don't give a shit, ist das der wirklich Boomer. selber gut. Ja, nein, wirklich. Und es ist einfach wieder so, dass, weißt, es zeigt einfach, also wenn ich jetzt nicht kann das Baby sehen auf den Terms, die ich will, dann helfe ich nicht. Und es zeigt einfach, dass Liebe halt nicht bedingungslos ist. Und, sondern es ist nur, also, es ist nur einfach, meine Liebe ist nur da, wenn meine eigenen Bedürfnisse sehr steckt sind. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich meine, fuck this shit. Also, ich Also, finde der Liebesbrief bedingungslos. ja, aber es ist, Aber nicht. also ich finde, das tönt einfach natürlich nach einem Issue, also ich meine, ich bin sicher, ich weiss es jetzt nicht mehr von der Formulierung, ob es ihre Mutter ist oder die Mutter von ihrem Mann. Also Das ist ihre Mutter. Ihre Mutter. Also da sind sicher auch bestimmte Issues, das kommt wahrscheinlich nicht aus dem Blauen raus, oder? Ich meine, so wie sie schreibt, ist es nicht so, dass sie sagt, die ist noch nie so gewesen, ich weiss nicht, was los ist, sondern das tönt nach einer Vergangenheit, wo die Mutter auch ziemlich klar gesagt hat, was sie will. Und dann ist es einfach nicht die Frage, ob jetzt die Tochter spurt oder nicht. Ich finde, es tönt alles recht unsympathisch. Aber Fakt ist, weißt, wenn sie jetzt sagt, irgendwie so, hey, sie ist am Strugglen und sie wäre froh um Hilfe, es ist, weißt du was, ich glaube, wir haben das auch schon gesagt, aber mit diesen, wie vieles im Leben, aber besonders bei diesen Am I the Asshole-Geschichten, Kommunikation ist schon eine Fähigkeit, wo man muss trainieren muss. Und sehr, sehr viele Sachen, aber auch in unserem Leben Missverständnis, entstehen, weil man nicht richtig kommuniziert. Ja. Und ich Ja, und da muss ich halt, absolut, also ich meine, hallo, Bachelor in Kommunikationswissenschaften. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe auch noch nicht den Weg gefunden, wie man
effizient und effektiv mit Boomer-Eltern kommuniziert. Ja. Weil, holy fucking Airball. Ja, es ist, wenn du weißt, dass deine Argumente sowieso nicht verstanden werden. Ja, nicht verstanden werden und auch einfach ignoriert werden. Ja. Flat raus. Und dann bin ich schon so, ja, okay, interesting choice. Also ich finde es jetzt schon mal spannend, unsere 2 Reaktionen. Ich weiss, dass es nicht damit zu tun hat, dass du irgendwie so 6 oder 7 Jahre oder 8 Jahre, nein, fast 10 Jahre jünger bist. Du bist 10 Jahre jünger als ich. Weißt du, und es ist wirklich, ich bin näher an der Boomer-Generation als du. Nein, ich glaube, es hat unsere verschiedenen Reaktionen haben innen damit zu tun, dass du noch Kontakt hast zu deinen Eltern und ich eigentlich nicht. Okay, ich kann das jetzt nicht wollen, so, weißt, so quasi öffentlich so sagen, aber it's a It fact. is what it is. It is what it is. Und es ist einfach so, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich meine Eltern so trainiert habe und auch, sie haben nicht so viel Training gebraucht, sagen wir es so. Also sie sind relativ geschmeidige und gemerkige gewesen als Eltern und vor allem als Grosseltern. Und mir tut es immer ein bisschen leid, weil ich natürlich schon manchmal so ein bisschen selbstverständlich davon ausgehe, weißt, ich finde so ein Problem, finde ich einfach irgendwie so, geht es eigentlich noch? Ihr sind einfach alles Halbschuhe. Aber ich sehe natürlich in meinem Freundeskreis, dass es ist nicht selbstverständlich und es gibt Leute, die nicht fähig sind. Du kannst ihnen ins Gesicht sagen, dass du das nicht willst und they don't understand. Es ist wirklich so. Ja. Also, und das finde ich traurig und ich weiß, dass das öfter gibt. Aber ich kann mir jetzt in meinem, also quasi meine Realität, ist das nicht der Fall. Aber ich finde es einfach mega spannend, wenn wir über so Sachen reden. Ich meine, meine Töchter sind doch irgendwie 1 und 23 und beide haben auch schon gedroppt. Also sie sind sicher nicht, also sie sind nicht so, dass sie sagen, ich will nie ein Kind haben. Also es kann schon sein, dass ich mal Großmutter werde. Und ich glaube, ich werde hinten um ihre Bedürfnisse tiptoen. Und ich habe immer eine Meinung zu allem, aber ich finde wirklich, ich habe einen gesunden und grossen Respekt davor, dass ich einfach finde, im Moment, dass du, wenn du Mutter wirst, bist du einfach, du bist der Chef und du bestimmst, wer wie mit dem Kind umgeht. Punkt. Ja, und ich glaube einfach, wir sind sicher auch, es gibt da noch ganze Wandel gegeben, auch irgendwie zwischen Eltern und Zeug und Sachen aber es ist halt schon, ich meine, wenn du wirklich irgendwie, wenn sie, wenn jetzt auch jetzt so in dem MLA-Geschichte die Tochter wirklich irgendwie sagt, hey, look, ich möchte es so und du haltest das ein, aber nur unter Bedingungen und ja, dann why bother? Also, weiß nicht. Also eben, ich finde es völlig legitim. Also, weißt du, Low Contact Ja, ja. und No Contact sind durchaus Optionen, die ich glaube, irgendwie für die mentale Gesundheit sehr förderlich sind. Ich finde einfach, das musst du ja. wirklich, die muss sich jetzt überlegen. Das ist ja das, wo man so dann irgendwie immer wieder dann so, oh ja, aber meine Kinder haben keinen Kontakt mit mir. Ja, aber das ist ja das, weißt du? Das passiert ja nicht, weil das Kind lustig findet. Ja. Sondern das ist ja einfach, ich sage es mal, in den allermeisten Fällen ist das einfach purer Selbstschutz. Ja. Und es ist meistens einfach die letztmögliche Solution, oder? Und Ja. nicht einfach irgendwie, weißt du, so aus dem Blauen vom Himmel, nein. Oder? Also, eben, ich merke, ich finde, es sind alle ein bisschen Assholes jetzt in dieser Geschichte und du bist näher und sagst, das ist ganz klar die Großmutter. Also, ist die Ja, ich meine jetzt so ganz klar, du weißt es ja nie, was dann alles ist und so, aber ja, ich finde schon, irgendwie, wenn du deine Liebe und Zuneigung und deine Hilfe an Bedingungen knüpfst bei deiner Tochter, habe ich halt schon Fragen. Hey, aber weißt du, du kannst den zweiten Teil vom Satz weglassen, wenn du deine Liebe und Zuneigung an Bedingungen knüpfst. Fair. Das ist so. Ja. Weißt du, was ich jetzt gedacht habe? Also, ich meine, I know, du bist Soziologin, aber ich finde, wir sind damit recht überlegt bei so Geschichten. Wir suchen uns auch nicht die extremsten Am I the Asshole-Geschichten aus, aber ich bin mit einem Mann verheiratet, wo ich niemals könnte so Diskussionen führen. Weil ich weiss nicht, ob es ein männlicher Charakterzug ist, aber das ist jetzt beim Nick wirklich so, dass er einfach findet, irgendwie so, er ist all in oder all out und würde sagen, totales Arschloch oder absolut nicht. Und es gibt keine Grauzone, wo man darüber diskutieren kann. Ich bin immer so ein bisschen, vielleicht die und so. Ich fände so, ich mache ein Experiment mit ihm. Ich mache mal ein informelles Am I the Asshole? Wenn es irgendwie. gegeben hat bei euch in der Familie. Ja, es ist wirklich so. Einfach irgendwie so. Geschliftet.
Also jetzt mit meiner Familie oder bei meiner Geburtsfamilie? Also ich mit meinen Eltern oder ich mit jetzt in meinem Gefüge mit Mann und Kind? Ich Nein, beide. ich bin im Fall nicht. Also bei meiner Geburtsfamilie habe ich meistens den Streit angezettelt. Fair. Und ich glaube, in meiner Familie, ich tue schon eher schlichten. Ich tue schon gerne diskutieren, aber es gibt so einen Punkt, wo ich finde, irgendwie so quasi, hey, Guys, jetzt ist irgendwie so quasi, jetzt sind alle Gemüter ein bisschen erhitzt. Und dann tue ich schlichten. Und dann ist es eben lustig, weil wir haben eine Zweierdynamik. Weil es ist wirklich so, Mediatorin Steffi Hippe, das wäre doch ist eine wirklich so bis absolut 26. nicht. Wenn ich verrückt bin, dann bin ich verrückt. Aber Fair. nein, es ist schon, es gibt lustige Dynamiken, weil wir einfach in jetzt Vierte sind. Und eben, dann ist meistens so gewesen, dass so mein Mann und die jüngere Tochter sind so ein bisschen die emotionaleren, explosiveren, wo man vielleicht nicht mehr so schnell wieder kann am Boden abholen, wenn sie mal gestartet sind. Und meine ältere Tochter und ich sind eher die finden, so, come on, ja, es ist schon gut. Aber ich beobachte das auch bei anderen Pärchen, das ist ein Wesenszug. Ich sehe das auch, weißt, wo Frauen wirklich ihren Mann müssen oben runterreden, regelmäßig. Und das finde ich richtig scheiße. Also für das wäre meine Zeit zu schade. Das will ich oben nicht. runterreden. Einfach, wenn es einfach irgendwie, weißt du, so quasi, wenn es immer einfach irgendwie so quasi on edge sind und irgendwie so sich mega echauffieren über Zeug. Und ich habe mehrere Frauen, die ich kenne, wo einfach irgendwie so die Beziehungsdynamik ist, dass sie immer wieder sagen, irgendwie so, nein, ist alles gut, ich habe alles organisiert, weißt du, und immer so weißt du, so quasi, der liegt so wie so ein Therapiehund und das finde ich mega schwierig. Ich merke es, ja, nein, aber das ist einfach etwas, wo ich finde, wieso da wäre mir meine Zeit einfach irgendwie, weißt du, so quasi, oder das ist nicht mein Wesenszug, weißt du, so quasi, oder mein Charakter. Ich bin kein Therapiehund. Ich habe vielleicht eine sexy Stimme, wenn ich will. Nein, aber es ist. Aber eben, ich glaube, es ist Ich bin irgendwie einfach Haarfarbe von einem Golden Retriever, aber das ist wirklich so, ja, ich finde wirklich, das ist total wahr. Aber nein, also ich finde eben, Kommunikation ist sowieso immer wichtig ja. und auch wissen, wenn man sich einfach, irgendwie, weißt du, man jemanden muss, auch so ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt auch in dem Fall von dem Emma die Asshole. Dass ich einfach finde, wie so quasi, dort würde es vielleicht gut tun, dass man einfach sich mal, irgendwie, weißt, vielleicht eine Woche, zwei oder vielleicht einen Monat, zwei nicht mehr hört und sieht. Und nochmal, es wachsen ganz viele Kinder ohne engen Kontakt zu Großeltern auf und finden es völlig okay. Also, von dem her, I don't know. Ich finde es schade. Ich finde, sie riskieren alle recht viel für das, dass das Kind immer noch hure klein ist. Also von dem her, I don't know. Ich finde es ein bisschen schade. Es sind alle ein bisschen Assholes, aber ja. Sorry, ich kann es einfach nur mal sagen. in der Theorie ist es natürlich immer extrem schade, oder? Aber ja, Ja. es ist halt, Das ist so. Ich glaube, können wir so stehen wenn lassen. dort nicht gut rauskommt, dann... Ja. Also ich würde euch gerne auch eure Meinung mitteilen. Eben, wir lieben die DMs auf Instagram, gell, sagen es nochmal, @halbschlauvollherz. Ihr findet uns ganz schnell auf Instagram und schickt uns Nachrichten. Und eben, wir haben das irgendwie schon ein paar Mal gesagt, irgendwie so quasi Real-Life Am I the Asshole-Fragen nehmen wir gerne entgegen. Wir haben es gerade gesagt, lieber nicht Nachbarschaftssachen, aber da könnte man das natürlich schon auch recht ausholen. Wäre schon einmal lustig. Eben. Also gut, wenn wir einen Vorsatz, wenn ihr konkret eine Frage habt, ob wir euch fragen, ob ihr jetzt Arschlöcher sind mit euren Nachbarn, schreibt es uns. Ich finde Ja, es spannend. ja. Also, und nicht zu verwechseln mit der mietrechtlichen Beratung, weil das können wir nicht. Das können wir wirklich nicht. Wieder ein Disclaimer. Das ist, glaube ich, der 60. Disclaimer, den wir gedroppt haben jetzt in dieser Folge. Aber es ist wichtig. Und nötig vor allem. Ja, ich weiß nicht, dass nach nächstes Jahr aber nicht am Podcast habe ich gehört. Nein. Ja. Nein, es ist wirklich, these are not facts. Das ist einfach Jenny nein. und Steffi, die sagen, ich finde, Doppelpunkt. Ja, genau. Ja, ist gut. Ich habe auch nur ein Modul öffentliches Recht 1 gemacht, das hat mir gelangt. Jura Okay. ist Ja, so das ist wieder, ja, gell, wieder der Welli von uns hat studiert. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht Steffi. Ist egal. Ich bin immer nicht rausgekommen, wieso dass du vorher eine Brücke gemacht hast. So, du bist ja Soziologin und dann sind wir irgendwo anders gelandet. But hey, good talk, oder? Ich weiß es, eben, ich weiß es auch nicht mehr. Das ist auch sehr typisch für mich. Ich weiß es auch nicht. Nein, vielleicht, wenn ich sage, Soziologen sind so, weißt du, so, du siehst doch the big picture, oder? Ja. Aber auch sie hat Emotionen. Nein. Ja, das sind Psychologen. Soziologen interessieren sich nicht für Emotionen. Das ist wirklich so. Also, du kannst aus der Distanz. Wie würdest du, sorry, du es mir beschreiben, ich weiß sowieso nicht. I literally weiß nicht genau, was eine Soziologin macht. Gib mir das in a nutshell. Ich gebe dir jetzt 30 Sekunden. Was ist eine Soziologin? Erzähl's mir. Ja, grundsätzlich. Ah Gott. Also grundsätzlich ist es jemand, der einfach ganz viele Fragen stellt und sich vor allem einfach immer wundernimmt, wieso machen wir Sachen
und wieso funktioniert die Welt so, wie sie funktioniert. Also wir beschäftigen uns mit dem Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft. Das sind Sachen wie soziale Strukturen, Normen. Wieso machen wir Sachen, obwohl sie nicht gesetzlich verankert sind? Was für eine Rolle hat zum Beispiel Shame in dem Ganzen? Zum Beispiel, wie beeinflussen Machtverhältnisse, wie wir denken, fühlen, handeln. Ja. Und einfach so grundsätzlich, wie funktioniert die Gesellschaft oder eben nicht funktioniert, wie sie tun oder nicht. Also eben, Hilft Big das? Picture. I don't think so, aber hey. Ich finde wirklich, es ist Big Picture und vor Ja, allem ja, hast absolut. du... Es geht Ja. um die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Ja. Ja, es ist so. Und eben, und auch um die ganz kleinen Babyfragen im Am I the Asshole, finde ich grossartig. Wir sind alle auch ein bisschen Soziologen, so tief in uns innen. Nein, es hat eben einige, die es nicht unbedingt sind. Ich merke es. Ich nehme es gerade zurück. Ist okay. Ich nehme es zurück. Ich finde wirklich, wenn du willst wissen, wieso das Sachen funktionieren, wie sie funktionieren, oder zum Beispiel, wir haben ja oft Sachen, die sehr soziologisch sind. Zum Beispiel, wenn erst diskutiert, irgendwie wie Social Media oder Medien das Selbstbild von Frauen beeinflusst. Ich meine, das ist sehr soziologisch auch. Man kann es natürlich auch psychologisch anschauen, man kann es auch soziologisch anschauen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Themen. Aber Ja. wir müssen es nicht machen. Wenn es Vor allem, wenn sie einen eigenen anderen Podcast. Podcast reinhören. Shameless Advertising. Mach das. Es ist wirklich the scenic route. Und mein anderer Podcast heisst Sexy Teufel. Nein, ich habe keinen eigenen anderen Podcast. Das ist nicht für Ihr OnlyFans-Account. Es ist so. Nein, da haben wir schon mal gesagt, würden wir Füße Das ist machen. schon mal aber eine ich glaube, es ist- Idee von uns, ein OnlyFans-Account, oder? Ja, aber was haben wir wollen machen? Wir haben es schon wieder vergessen. Ich glaube, es Ja, ist nicht wir haben doch die glorreiche Idee gehabt, dass es doch wahrscheinlich einfach fucking easy money ist. Irgendwie. Was haben wir gesagt? Fußbilder, oder? Ja, es ist schon Du gut. gesagt hast, bis du mit die Bubble bursted hast. Ja, es ist wirklich so. Also ich kann es nur sagen, ich habe eine Bekannte, ich muss jetzt mega aufpassen, ich kenne jemanden, der das ja gemacht hat und sie hat einfach gefunden, es sei mega, mega schnell, mega streng geworden und einfach irgendwie so quasi nochmal einen Job und das brauchen wir alle nicht. Also, wie sie dann Also, so ja. Requests bekommen. Ich hätte gerne den Fuß Ja. in einem Gumpfiglas drin, oder was? Ja, genau so Sachen. Oder einfach irgendwie, weißt du, so, nicht, ich glaube, es ist nicht wirklich wilder Shit gewesen, aber einfach irgendwie so quasi so zeitaufwendig. Weißt du, wenn jemand dann sagt, weißt du, es ist so, ich kann mir es machen, also weißt du, so quasi der Reiz von dieser aber das ist vielleicht auch allgemein, weißt du, einfach irgendwie so quasi der Reiz, dass jemand sagt, ich möchte, dass du jetzt mir ein Bild schickst, wo du eine Blume hebst und so, und die machen es dann auch, weißt du, es ist wahrscheinlich mehr das, dass jemand dir einfach irgendwie, weißt du, so quasi folgt, weißt du, so quasi, ja, dass du etwas, weißt du, wieso, eben, es ist Das ist aber schon so schwierig. Ich wollte eigentlich grundsätzlich nicht, dass mir irgendein Mann irgendetwas sagt, was ich soll. Nein, eigentlich nicht. Aber könnten wir zum Beispiel, gibt es so ein bisschen, wir könnten einen OnlyFans Fuß-Account haben, aber nur für Frauen. I don't know. Dann alle wie so, oh mein Gott, was ist das für ein Nagellack? Kannst du mir schnell sagen? Weißt du, wieso? Das wäre viel interessanter. Das Watchen für dich. Das ist wirklich so. Ich glaube, genau so wird es laufen. Also, wir müssen, die Idee muss noch richtig ausreifen. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht dorthin. Ist gut? Ja, also ich bin Mach. natürlich jetzt mental schon bei Lesbian Onlyfans, aber Es ist, hey, müssen wir alles ja, ich herausfinden. überhaupt kein, ich kann nicht beisteuern. Wie auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Thema zu wechseln. Und Ja. wir haben ganz am Anfang vom Podcast habe ich irgendwie gesagt, hey, erinnerst du mich daran am Schluss, dass ich noch eine Idee hatte und ich kann es jetzt Ich natürlich... weiss, aber weißt, aber wir sind ja bei Lesbian Onlyfans gewesen, und ich finde, das ist eigentlich der perfekte Steilpass für, wir müssen über etwas reden. Und zwar, ich weiss, du hast auch etwas vorbereitet, aber ich finde, wir müssen eben, für alle, die jetzt schauen, es lohnt sich, dass ihr das auf YouTube schaut oder so, weil, schau mal. Jenny zeigt ein Bild von der letzten Movie-Premiere von Alexander Skarsgård in Lederhosen, Ledertop und Lederkrawatte. Okay. Das ist... Ich weiss nicht, ob ich jetzt wirklich darüber reden kann, weil es ist ja auf seiner Pressetour für seinen neuen Film, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Ja, ich habe Aber den es Namen auch vergessen. Ich weiss nur, es ist, glaube ich, einfach er und die gleichgeschlechtliche Liebe zu einem anderen Schauspieler. Genau. Also, es ist auf jeden Fall eine gay Love Story. Und ich glaube auch He wirklich so... dressed part. Es ist so. Und es ist auch wirklich so ein bisschen, ich glaube, es geht so ein bisschen in den S&M-Bereich und so. Und der Film muss wahnsinnig lustig und charming sein, was man sich irgendwie, weißt du, Also quasi alles, was jetzt- 50 Shades of Grey nicht ist. Genau. Es ist so ein bisschen opposite of 50 Shades of Grey. Aber Love it. Alexander Skarsgård, wir sind so oberflächlich, dass man auch gesagt hat, er hat bei der Press-Tour, weißt du, quasi zum den Film promoten, hat er
so hart. Ich glaube wirklich, mit jedem Outfit haben er und sein Stylist oder seine Stylistin giggelt und gesagt, hey, weißt du was? Ich glaube, wir sind noch extremer. Hey, weißt du, sie vertragen es. Und ich glaube, am Schluss... Das ist wie ein Oberteil, Leder. Es hat wirklich so ein schulterfreies Shirt. Ja, Und das also Leder. in Zürich am Filmfestival hat er Das ja... ist er gewesen, verdammt. ja. Und er hat irgendwie ein Shirt angehabt mit so Phallus drauf. Habe ich jetzt so sehr elegant ausgedrückt. Nein, Wo gut, man relativ ich gut kann erkennt. Möpsli auf meinen Söcken. Also. Okay, ja, aber du bist nicht auf dem roten bzw. grünen Teppich gewesen damit. Also ich finde, er hat sichtlich den Spass dran und seine Outfits machen es wirklich so, dass ich wie auch ein schwuler Mann bin jetzt. Weil ich finde ihn auf eine very gay Art mega attraktiv in den Outfits. Er macht es so gut. Ja, und ich muss ja sagen, ich habe ihn ja wirklich schon auch sehr, sehr toll gefunden since True Blood. Gell, du bist eben ein OG Skarsgård Fangirly. Okay, True ich Blood. sehe es. Ja, es ist wirklich... I wanna ich kann's- do bad things with you. Es ist wirklich, oder, gell, also ich weiß nicht, ich habe das jetzt ich glaube, wann ist es gewesen? 2008 oder so, oder nein, vielleicht ein bisschen später. Ich habe es beim ersten Mal habe ich vielleicht in eine Season geschaut und habe dann gefunden, es ist glaube ich gut gewesen für mich. Nein, ich habe alle geschaut. Der Schluss ist totbeschissen, das weiß ich noch. Okay. Aber alles dazwischen ist einfach so glorreich trashy. Ich weiß nicht, vielleicht, maybe it ages badly. Ich habe es wirklich seither nicht mehr geschaut. Aber ich weiss nicht, ich habe das religiös geschaut, Woche für Woche. Also sollten wir es schauen? Dann schauen wir doch, wo wir es immer noch streamen. schauen. Es war Kannst schon nicht. ein bisschen zeitgeistig gewesen. Ja. Weißt du, das war schon so die Vampir-Ding gewesen und alle, die Ja. einfach schon zu alt waren für Twilight und das Shit gefunden haben, haben True Blood geschaut. Das hat etwas. Aber ja, vielleicht sollte man es sich nicht ruinieren. Wenn du es so schön in Erinnerung hast, don't go there. Es gibt andere Sachen Ja, zum also Schauen. es hat schon schöne Momente gegeben. Ja, es hat Sachen gegeben. Also es ist ja ein Roman. Also die Ursprünge sind ja eigentlich Romane. Und es hat ja schon auch in der Romanszene gegeben, wo es, glaube ich, so viel ich mich erinnere, nicht so verfilmt geschafft haben. Und we are very sad about this. Das wäre spannend gewesen. Rated R. Ja, Nein, für mich was ist wäre das? zum Beispiel die Duschszene gewesen. Okay, ich habe es nicht gelesen. Ich finde Ja, ich habe Bücher nicht nicht gelesen, so aber ich ohne habe natürlich dann dort schon mitverfolgt, dass jetzt in dieser Episode müssen die Duschszene kommen und sie ist einfach nie gekommen. das ist traurig. Ja. Gut, also da könnten wir auch darüber reden. Wie damals, noch früher, hast du Angel geschaut? Habe ich nicht. Und Buffy? Nein. Das ist eben Angel ist ein Spin-off von Buffy. Nein, habe ich auch Buffy nicht nicht geschaut. geschaut. Ah, eben, es gibt eine Folge, wo der Angel nackt vom Himmel geht. Also eben, ich meine, ich bin OG Vampire, das heisst, es hat mit Buffy angefangen, für mein Alter. Und ich weiss nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht so 16, nicht einmal, weiss es nicht mehr. Und dann geht der Angel nackt vom Himmel und das war schon Big TV gewesen. Big Kann man TV. vorstellen. Ja. Ja. Bei mir war es der Val Kilmer in Willow, wo irgendwie nackt irgendwie so angeschwemmt ist an einem Fluss. Nein, aber dann merkt man einfach, wie wahnsinnig alt das ich bin. Aber es gibt einfach so Also, einschlägige, nackte Männer, die einem einfach bleiben, sind wir Hat ehrlich. Batman gespielt? Es ist Moll, aber das ist dann später gewesen. Aber es hat einen jungen Val Kilmer gegeben, der wirklich ziemlich chefig war. Ja. Und da frage ich mich jetzt einfach, Auch Junge gegeben, wo... Oh, Ja? der Josh Hartnett. The Entschuldigung. Faculty. Nein, der Josh Hartnett ist für mich immer so der Football, nein, das ist so quasi der Quarterback, den irgendwie alle gerne haben. Nein, das ist einfach ein gut bestücktes Bubi. Will ich nicht sehen. Nein, einfach Du nicht. musst einfach mal schauen, jetzt. Er hat so eine Wirklich? englische Frau. Ja. Okay, also ich schaue mir das nochmal an. Ist gut? Ja, Also, I ja. promise. Und ich habe Wir gehen irgendwo, True Story, irgendwo in meiner Memorabilia-Kiste habe ich ein Original-Autogramm von Josh Hartnett. So, einfach quasi show us or it didn't happen. Ich möchte in der nächsten Folge, das Ja, Autogramm sehen, gerade zu Anfang. Ist Wo im gut? Mess ist es. Okay, Ja. also ich finde, das ist im Fall jetzt auch ein gutes Vorhaben. Aber ich irgendwie so, dann könnt ihr euch jetzt schon freuen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Halbschlau Vollherz mit dem Autogramm von Josh
Hartnett. Okay, und ich überlege mir in der Zwischenzeit, was ich irgendwie für ein Teenie-Idol hatte, neben dem Val Kilmer, weil das besorgt mich jetzt auch gerade ein bisschen. Also ich gehe jetzt unsere Affirmation-Kilby planen und mache dort mal ein Konzept. Du kannst Unsere ein Agentur Programm suchen. ist Du musst gut. das. Also Ja. unsere Agentur ist ready to go eigentlich. Ich hoffe, ihr habt es lustig gefunden. Schreibt uns, wenn ihr es lustig gefunden habt, auch wenn ihr es nicht lustig gefunden habt. Wir hören immer wahnsinnig gerne von euch. Halbschlau voll Herz auf Instagram. Ich habe, glaube ich, genug Plugs jetzt gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Und Tschüss, hören uns vor allem bye nächste Woche. bye. Ciao zusammen. Let's go. Fange ich auch mit an mit so blöden Steffi.